Einen wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen. So cool, dass du mit dabei bist heute bei dem Start von dieser Gebetswoche. Wir starten das Jahr so richtig stark. Wir haben bereits am Sonntag gestartet mit unserer brandneuen Serie, mit der Leben wie niemals zuvor Serie. Dazu gibt es auch ein Buch und wir werden heute starten mit einer Gebetszeit und ich freue mich sehr, Leo, Susan, dass ihr heute da seid und wir haben heute auch Verstärkung mit dabei. Der Thomas ist am Start und wird uns auch im Worship begleiten. So cool, hey. Und was erwartet ihr von dieser Woche, Leo und Susan? Ja, ich habe jetzt gerade vorhin zurückgedacht an letztes Jahr, weil als Corona kam, hatten wir die Gebetszeit auch gemacht. Da waren ein paar Leute im Gebäude live und auch wir hatten verschiedene Kameras und ich mag mich erinnern, es war eine so coole Woche, einfach das Jahr zu starten mit Leuten aus Deutschland, von überall. Ich habe gelesen, jemand von Bali, von Peru, von Zürich sogar noch, von überall. Ich freue mich einfach, mit Leuten zusammen zu beten, eine ganze Stunde. Das ist ein globales Vorrecht, würde ich sagen, oder? Ja, und ich freue mich riesig, dass wir jeden Tag ein anderes Thema nehmen. Heute Glaube, morgen Beziehungen, Gesundheit und einfach eine Woche lang durch diese Themen durchbeten und sozusagen auch durchmeditieren, dass der Heilige Geist einfach sprechen kann und uns Dinge aufzeigen kann, die er verändern möchte, die er Jesus ähnlicher machen möchte in dieser Woche, respektive in diesem Jahr. Auf das freue ich mich extrem. Mega cool. Und wir möchten das wirklich so gestalten, dass du mit dabei bist. Das ist eine Zeit für dich, wo du einfach deinem Gott im Himmel begegnen kannst, ganz persönlich. Und deswegen möchte ich dich einladen, egal wo du gerade bist. Vielleicht bist du zu Hause auf dem Sofa oder vielleicht bist du unterwegs auch. Oder vielleicht schaust du auch mit Freunden zu. Lass uns zusammen in diese Gebetszeit hineingehen. Lass uns die Zeit wirklich nutzen und erwarten, dass Gott zu dir spricht, dass er zu uns spricht, dass der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt. Ich glaube wirklich, dass Kraft ist im Gebet und dass wir in dieser Zeit, eben gerade heute in unserem Glauben wachsen werden zusammen. Vielleicht magst du auch den Chat dazu nutzen, um einfach mitzubeten, um Dinge zu teilen, um auch darüber zu sprechen, was dich gerade berührt oder vielleicht auch einfach mit uns zu interagieren. Das wäre mega großartig. Ja, heute beginnen wir eigentlich mit Glauben. Also wir haben ja diese 5 Bereiche, oder? Dass ihr ein bisschen wisst, wo wir stehen. Heute beginnen wir Glauben und wir werden mit euch zusammen über 6 Punkte durchbeten. Ganz systematisch sind auch diese 6 Punkte aus dem Buch in dem Sinne. Und ich habe es immer gerne, wenn man ein bisschen so verschiedene Punkte einfach anschaut und ein bisschen reflektiert in dem Sinne. Und ich fände es cool. Den ersten Punkt, den wir zusammen anschauen möchten, ist der große Glaube. Der große Glaube, da geht es darum, was hast du im letzten Jahr erlebt? Das kann auch eine klitzekleine Sache sein, die man verändert hat, aber es können auch große Punkte sein. Susanne, du hast einen Bibelvers aufgeschrieben und ich möchte gerne den vorlesen, um dann einzutauchen in einen Dankesmoment. Ja, und währenddem ich den Bibelvers vorlese, lass doch einfach das letzte Jahr noch mal so mit dieser Brille vom Vers Revue passieren und lass den Heiligen Geist auch zu dir sprechen, damit er die Dinge aufzeigen kann, wo du eben vergrößert hast und wie du es gemacht hast und was du erlebt hast. Während ich lese aus Jesaja 54, Vers 2-4, da heißt es, vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Blöcke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Hab keine Angst. Du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken. Wow. Susanne, wir haben den ersten Punkt und auch Joel, also unser Studio, großer Glaube. Für was sagt ihr Danke? Susanne oder Joel, für was sagst du Danke? Also wenn ich sage große Glauben, du hast die Zeltpflöcke pleite gesteckt, also ich weiß, deine Familie ist größer geworden. Das stimmt, ja, genau. Hallo? Ich habe auch an das gedacht. Ich habe im letzten Jahr einen Sohn gekriegt, einen dritten, und das ist definitiv so ein großer Pflock, der weitergesteckt wurde in unserem Leben als Familie und ist ein Riesengeschenk. War am Anfang auch ein bisschen ein Zittern, ganz ehrlich, weil es hat sich wirklich so angefühlt wie, hey, schaffen wir das? Und oft ist es doch so, irgendwie, wenn du den Glauben groß hast, dann ist es eben wie, es fühlt sich nicht unbedingt nur bequem an, sondern es fühlt sich an nach, hey, ich muss mich ausstrecken und ich muss vertrauen darauf, dass Gott wirklich versorgt. Ja.
Also es ist auch cool, wenn du ganz kurz für dich überlegst, wo hast du eigentlich in diesem Jahr oder letztes Jahr etwas erlebt, wo dein Glaube größer geworden ist. Wie gesagt, es kann auch etwas ganz, ganz Kleines sein. Es kann auch was Spektakuläres sein. Man hat ein Haus gekauft, einen neuen Job bekommen, hat geheiratet, vielleicht auch einen Glaubensschritt gegangen in Bezug auf Geben. Mir wurde heute bewusst, letztes Jahr haben wir Microchurches in das Leben gerufen. Und das war so ein spontan, ich hatte so ein Gefühl in meinem Bauch, ich konnte das nicht erklären. Und das hat mich eben ein bisschen daran erinnert, weil ganz am Anfang, als wir in Zürich die Church angefangen haben, haben wir uns überlegt, nach Deutschland zu gehen, in eine Bibelschule, damit mein Hochdeutsch besser wird. Magst du dich erinnern, Susanne? Ja. Und dann haben wir uns entschieden für die Schweiz. Und Jahre später haben wir Microchurches in Deutschland vor allem. Und unser Schweizer Hochdeutsch wird gebraucht. Und ich finde, manchmal ist der Humor Gottes gewaltig. Und Susanne, ich fände es cool, wenn du jetzt einfach mit uns zusammen in eine Dankeszeit hineingehst und klingt dich einfach ein, wenn Susanne Gott Danke sagt, dann sag auch du zu Hause einfach jetzt ganz bewusst Danke für deine Wunder, die du letztes Jahr erlebt hast. Hey Joel, gibt es schon Dinge, die Leute reingeschrieben haben, für was sie dankbar sind? Ich sehe gerade, dass die Leute schon ganz viel schreiben, und wenn du eben Dinge hast, die du erlebt hast mit Gott, wenn du Dinge hast, wo du merkst, du hast ein Wunder erlebt, dann schreib doch die wirklich in den Chat rein. Ich sehe bis jetzt vor allem von wo, dass die Leute überall dabei sind. Also, hey, himmlischer Vater, ich sage dir einfach von Herzen Danke für jedes Gebiet, das wir vergrößern konnten im letzten Jahr. Sei das kirchenmäßig, wie Leo gesagt hat, mit den Microchurches, sei das so, wie Joel gesagt hat, familienmäßig, sei das einfach, indem dass vielleicht auch die Familie sich durch Schwiegerkinder vergrößert hat, wie in unserem Fall. Ich danke dir, Jesus, für da, wo du einfach Gelingen geschenkt hast, vielleicht auch Gehaltserhöhung, vielleicht auch Gesundheitsbereiche, die man wieder Land zurückgewinnen konnte. Ich danke dir, himmlischer Vater, für jedes Gebiet, das im letzten Jahr vergrößert werden konnte. Ich denke auch an Janet, die bei uns im Chat ist, wie sie einfach ihr Gebiet vergrößern konnte und wie so eine Person bekommen konnte, die so aktiv jetzt mit uns im Chat dabei ist. Ich danke dir für einfach die Gebiete, die wir auch persönlich erweitern konnten im Verständnis, wer du bist, großer Gott. Und man sagt auch den Slogan, loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und man sagt, wie kann Glauben entstehen? Leute sagen, ja, du musst einfach mehr Glauben haben. Aber Glauben entsteht eben auch, indem man zurückschaut und mal schaut, was hat dann Gott getan? Wo sind die Wunder entstanden? Weil, ganz ehrlich, in meinem Buch habe ich schon die nächsten Anliegen, die sind wieder voll. Ja. Und dann sieht man all das da und denkt, ja, wo ist Gott, und hat er nicht eingegriffen. Aber wenn man mal zurückblättert und sagt, wow, für das habe ich gebetet letztes Jahr, das habe ich hingehalten und das hat Gott erhört, dann entsteht eben Glaube, dass der gleiche Gott, der letztes Jahr ist, auch heute bei mir. Und darum ist eben Danke auch in Bezug auf Glauben mega, mega, mega wichtig. Als du jetzt gebetet hast, Susanne, du weißt, dass wir haben unseren jüngsten Sohn und ich habe zu Gott gesagt, schau, am Ende vom Jahr 2021, das ist so meine innerliche Deadline, die ich dir Gott hinhalte. Also wenn du alles machen könntest, dann habe ich gebetet, dass unser Sohn eine Freundschaft beginnt, die dann auch irgendwann mal eine ernste Sache werden könnte. Aber ich habe zu Gott gesagt, wenn es dann nicht dein Wille ist, also dann möchte ich dich nicht stören, nicht stressen. Nur wenn du wünschen könntest, dann, oder? Aber es ist krass, es ist doch krass. Und jetzt 2 Monate vor Weihnachten kam er gesagt, ich habe eine Freundschaft angefangen. Und das war für mich nicht einfach so, ja cool, sondern ich habe wirklich dafür gebetet und gerungen. Logisch kann ich ja nicht Gott zwingen, aber ich finde es doch cool, man betet und dann schaut man zurück und denkt man plötzlich, ja, der war schon immer befreundet. Nee, es war nicht immer so. Und es ist alles ein Wunder. Es ist immer ein Wunder. Ja. Und darum ist es cool, wenn man eigentlich zurückschaut in dem Sinne. Und was ich auch noch spannend finde, man liest doch meistens einen Bibelvers prophetisch im Voraus, oder? Du sprichst es aus, aber es ist noch nicht. Aber jetzt habe ich mal den Bibelvers gelesen und mir das letzte Jahr überlegt, sozusagen rückblicken. Und ich bin einfach sehr
beeindruckt, dass die Bibelverse auch rückwirkend sozusagen sprechen, weil es heißt, deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen. Und ich habe mich einfach erinnert, dass wir um diese Zeit noch mit unserem verheirateten Sohn zusammen gewohnt haben und es war keine Wohnung in Sicht und kein Land in Sicht und dann ein halbes Jahr später hatten wir eine Wohnung und konnten sie sogar kaufen. Wow. Also das ist einfach ein Riesenwunder. Ja, und was eben auch krass war, mir war es gar nicht so wichtig, dass sie so schnell ausziehen, by the way. Ich habe immer gefunden, wow, das ist mega cool. Ich muss mich nicht verabschieden, sie wohnen bei uns zu Hause, ist wie eine WG. Ich habe es dann geliebt und als ein Tag kam, als ich eine Wohnung gekauft hatte, da habe ich dann geschluckt, weil ich gemerkt habe, so, jetzt muss ich meinen Sohn definitiv loslassen, was sowieso logisch ist, aber ich habe sie in deutsche Hände übergeben können. Weil Deutsch ist solide, da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist definitiv so. Hey, was mich wirklich berührt, ist einfach zu lesen, was da gerade auch im Chat abgeht, was ihr uns alle geschrieben habt, für was ihr dankbar seid. Es ist berührend, die Wunder zu lesen, von denen die ihr gemeinsam mit Gott erlebt habt, diese Heilungen. Es schreiben Menschen von starken Gebetszeiten, von Taufen, von einfach Durchbrüchen. Es ist wirklich berührend zu lesen. Und vielleicht wollen wir so in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach Gott zusammen einen Song singen, wo du vielleicht auch von dir zu Hause, Tom wird uns leiten da in einen Song hinein, wo du einfach Gott nochmal mit diesem Song Danke sagen kannst. The thoughts you have for me are kind, and all my crimes you don't hold them against me, no. Instead you say I am your child. I will look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart, you're in control. Yes, we're so control. So why do I still doubt the obvious? You never left me here alone. My life is proof that you are God and in control. Oh, help my little faith to grow. Oh, help my little faith to grow. And I will look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart, I will look to you, keeper of my soul. In control when the ground is shaking. I won't lose heart, you're in control. And as I walk through that valley, you suffer with me by my side. There is no place for you too dark to shine your light. My soul finds rest in you tonight. And as I walk through that valley, you suffer with me by my side. There is no place for you to dark to shine your light. My soul finds rest in you tonight. My soul finds rest in you tonight. I will look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart, I will look to you, keeper of my soul. You're in control when the ground is shaking. I won't lose heart. You're in control. You're in control.
dass du in Kontrolle bist, wenn die ganze Welt durchgeschüttelt worden ist mit dieser Pandemie, auch Familien durchgeschüttelt geworden sind, ganze Churches vielleicht auch Kleingruppen, was auch immer. Dennoch sind wir dir dankbar und einfach zuversichtlich, dass du bist ein Fels, du bist wie ein Anker, du bist gesetzt. Und auch wenn es stürmt und auch ein Boot wackelt, aber der Anker gibt Stabilität. Du bist die Stabilität. Und hey, es ist so wichtig zu wissen, dass in dieser unstabilen Zeit, wo so viele Dinge einfach nicht mehr einzuordnen sind, zu wissen, du bist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Du hast dich nicht verändert und du wirst dich nicht verändern. Du stehst zu deinem Wort, du stehst zu deinen Zusagen, du stehst zu deinen Werten und die Pforten der Hölle werden dein Reich nicht überwinden können. Ja. Du bist noch immer ein Heiler, du bist noch immer unser Fürsorger, du bist noch immer unser Friede, du bist noch immer unsere Freude, du bist noch immer unsere feste Burg, du bist noch immer unsere Hoffnung, du bist unser Erlöser, du hast uns vergeben, du hast unseren Namen in deine Hände einmarkiert, eingeritzt. Du jubelst jeden einzelnen Tag, wenn du an uns denkst. Der ganze Himmel jubelt immer noch, wenn ein Mensch umkehrt und zum Glauben an Jesus findet. Das lässt die Engel nicht kalt, sie jubeln mit uns zusammen, dass ein Mensch mehr ins Reich Gottes hinzugefügt worden ist. Ein Mensch mehr, der sagt, ja Gott, du bist mein Fels, du bist mein Zufluchtsort und auf dich baue ich einfach mein wunderbares Leben. Danke für alle Wunder im letzten Jahr. Danke für alle Wunder, die auch in diesem Jahr geschehen werden. Ich sage dir auch schon im Glauben voraus für die Wunder, weil nicht nur, was du gestern getan hast, sondern auch für das, was du tun wirst. Ich spreche das aus über deinem Leben, über deine Familie, über deine Church, wo du drin bist. Vielleicht kannst du nicht in deine Gemeinde gehen, weil ein 50er-Setting ist oder 2G, 1G, 3G, was auch immer die Hindernisse sind. Und ich spreche das einfach zu im Namen von Jesus. Es ist nicht cool, Amen. einfach zu wissen, es ist ein Fels. Ja. Ich finde es so krass, wenn alles durchgeschüttelt wird, ist das nicht nur per se falsch, weil wenn man was schüttelt, bleibt das bestehen, das eben einen Halt hat. Und das ist krass, wenn man auch die Gemeinde durchschüttelt. Jesus bleibt, vielleicht bleibt nicht mehr ein Gebäude, vielleicht bleibt nicht mehr eine Struktur. Ich weiß, Joel, du hast gerne Strukturen, aber ich für mich denke manchmal, ja, er bleibt, der bleibt, Jesus bleibt. Und weißt du, was ich liebe an Gott ist, er ist nicht nur der Fels, sondern er schenkt auch immer wieder Leben und er wünscht sich, dass unser Glaube eben lebendig bleibt. Und das fasziniert mich, weil Gott ist auf der einen Seite so stetig und wie ein fester Fels und auf der anderen Seite ist der Glaube mit ihm spannend, er ist prickelnd, er ist immer wieder neu und ich liebe, dass wir das eben auch zusammen entdecken, gerade in dieser Woche, gerade in dieser Zeit, wo wir einfach eintauchen in dieses Leben wie niemals zuvor. Ich finde es spannend. Der zweite Punkt ist ja lebendiger Glaube. Und als du so gebetet hast, was Gott alles ist und ihm einfach gedankt hast, zu wer er ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass es wirklich voll erfrischend und es bringt einfach Leben. Und ich finde es spannend, weil wir haben uns da aufgeschrieben, es steht auch im Buch, dass es eigentlich ist wie bei einem Garten, der braucht Pflege und dass genau Gott Danke zu sagen eigentlich so etwas Erfrischendes sein kann, wie so eine Regendusche. Das finde ich jetzt richtig spannend. Vielleicht können wir auch bei diesem zweiten Punkt, lebendiger Glaube, einfach zusammen beten, dass der Heilige Geist uns wie eine Offenbarung gibt. Ich hatte vor, ich glaube, 2-3 Jahren beim Bibellesen das Gefühl gehabt, ich sollte die Bibel auf Englisch lesen. Und das ist ein ganz anderer Zugang, weil es ist nicht meine Sprache. Ich musste zum Teil die Bibeltexte 5-mal lesen, dass ich es richtig verstehe. Es ist ja nicht meine Muttersprache. Und manchmal kann man eine ganz kleine Sache ändern und etwas wird wieder lebendig in dem Sinne. Und das ist, manchmal sind Dinge viel einfacher. Oder zum Beispiel Susan und ich, wir haben nicht oft so viel zusammen gebetet, aber jetzt im letzten Jahr haben wir gemerkt, wenn wir wandern gehen, spazieren gehen, also mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche, dann haben wir es kombiniert mit der Routine und plötzlich haben wir mehr gebetet als jemals zuvor, aber manchmal ist es viel einfacher, aber man muss manchmal gewisse Dinge ein bisschen drehen, man sagt immer gleich, aber ein bisschen anders und dann kommt eben wieder neues Leben hinein.
Weißt du Vielleicht schon, könnt was macht ihr dieses Jahr neu? Wisst ihr das schon? Oder? Ja, jetzt ist eben so, ich habe ja am Sonntag die Predigt gehalten. Also ich kam jetzt gerade aus der Weihnachtszeit und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich mache den gleichen Rhythmus wie die Church. Ich habe Zeit, einen Monat, das alles zu erarbeiten. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich soll diese 5 Punkte über die Monate setzen. Cool. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Aber das werde ich jetzt diese Woche mal das beten und dann mal fragen, welcher von diesen Punkten, welcher Monat. Das ist das eine. Und dann, was bedeutet dann zum Beispiel der Januar, der Monat vom Glauben? Also was bedeutet das? Und dann höre ich wieder und dann kann sein, dass vielleicht die Monate eine andere Bedeutung bekommen. Also ich bin mittendrin, Mega cool. das auszufüllen. Das erste Jahr war auch ich mit der Church mitgehe. Sonst bin ich meistens schon, beginne die Serie und ich habe schon meine Punkte. Aber ist auch cool. Aha. Cool. Und du? Ja, ich hatte so einen Eindruck, also ich versuche es jetzt mal, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe mir vorgenommen, die Bibel durchzuhören oder lesen in 30 Tagen im Januar. Mal als Challenge. Das mache ich jetzt tönt gerade. nach Challenge. Das sind hast du relativ viele Kapitel pro Tag. Aber Ja. ich brauche irgendwie eine Challenge gerade. Ah, cool. Ja. Ich habe gedacht, bei mir geht's. Ich würde mir wünschen, ein bisschen zurückzuschneiden, verschiedene Dinge, weil ich habe jetzt immer angehängt, oder? Von 1 Stunde auf 2 Stunden gehen und dann noch dies und das, einfach immer so ein bisschen angehängt. Jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen Luft und Raum schaffen. Das höre ich sehr, sehr gerne. Ich fand es auch sehr, sehr sportlich, was du letztes Jahr gemacht hast. Aber ich finde es ja cool, manchmal muss man auch nicht sagen, dann sagt der Heilige Geist das und dann hörst du ja auch. Auf ihn hörst du ja besser als auf mich, oder? Das ist eben das andere. Aber vielleicht können wir so einen Moment einfach für das beten, dass der Heilige Geist dir, ich nenne es immer eine Offenbarung. Das kann manchmal etwas ganz, ganz Einfaches sein, aber wenn wir den Geist Gottes einladen, ich meine, er ist ja sowieso da, das ist ja gar nicht der Punkt, aber wenn ich den Heiligen Geist einlade, ist es mehr für mich ein Bewusstsein, er ist da, er ist reell, der ist eigentlich immer da, das ist ja nicht ein Thema, aber ich mache mir bewusst, diese Dimension, wo Gott spricht, ist da. Ich habe unsere Zimmerpflanzen heute gegossen und die einen waren ziemlich ausgetrocknet und da sieht man dann so ein bisschen den Blättern an und es ist faszinierend, wie sie wieder neue Farbe bekommen. Die einen werden so ein bisschen gräulich, grau-grünlich und wenn sie wieder frisches Wasser haben und wieder vollgetankt sind, dann werden sie wieder so richtig saftig grün und genau das stelle ich mir vor bei diesem lebendigen Glauben und ich weiß nicht, willst du beten? Ja, ich wollte eigentlich vorhin schon beten und dann hast du das mit den Pflanzen gebracht. Aber kein Problem, ist alles live. Alles live. Aber es ist ein cooles und Bild, ein das mit den schönes Bild, Pflanzen. oder? Ich hab gedacht- Wir öffnen jetzt unsere Ich hab- Herzen, Gedanken und was auch immer das... Genau. Der Heilige Geist ich möchte einfach kommen dich kann. bitten, Heiliger Geist, und du bist ja da. Du bist in diesen Computern, in diesen Häusern, auch hier im Studio. Du bist ja überall präsent. Und gib mir einen Gedanken, oder vielleicht können es auch mehrere Sachen sein, wo du mir wie eine Offenbarung gibst, wo ich meinen Glauben wieder lebendiger machen kann. Vielleicht ist es schon lebendig, es kann etwas sein, wo du hinzufügst, es kann etwas, was weggeschnitten wird, das ist ja immer auf beide Seiten möglich, oder etwas, das bleibt, wo einfach wie ein frischer Wind kommt und nochmal das, was abgestanden ist, wegbläst, wie im Herbst und im Frühling, und du merkst, die Luft ist so klar, sie ist so frisch, sie tut mega gut, und ich möchte dich einfach jetzt wirklich bitten, Geist Gottes, dass du jeder Person auf die Art jetzt begegnest, wo wir dich auch hören können. Und wir sind Schafe, wir haben Ohren, die hören, was der Geist seiner Gemeinde sagen möchte. Wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Church. Nicht gebaut auf Steinen, es ist Fleisch und Blut. Und ich danke dir einfach, dass du jetzt kommst mit deinem Reden, mit den Gedanken Gottes über deinem Leben. Ja. Ja, und ich habe einfach den Eindruck, dass du wirklich ganz individuell jetzt hören wirst von Gott. Einfach, weil Gott ist so individuell. Er kennt dich ganz persönlich, er weiß, was du brauchst. Und ich habe den Eindruck, es ist wie bei den Pflanzen. Es gibt manchmal eine Zeit, wo du Dünger brauchst. Es gibt Pflanzen, die brauchen manchmal viel Wasser. Es gibt manchmal Pflanzen, die brauchen wenig Wasser. Viel Licht, wenig Licht. Das ist sehr individuell, was Gott dir vielleicht jetzt aufzeigt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das jetzt gerade nimmst. Vielleicht schreibst du das auf.
Vielleicht schreibst du es in den Chat, einfach damit du das teilen kannst, auch festmachen kannst, damit als ein Commitment für dich persönlich, dass du einfach diese Pflege jetzt in diesem Jahr machen willst. Und ich spreche dir diesen göttlichen Regen aus über dich, dass du wirklich aufblühen darfst in diesem Jahr, dass du sehen kannst, wie dein Glaube an Frische gewinnt, wie er neue Kraft gewinnt, wie er grüner und kräftiger wird, wie eine starke Pflanze. Und ich spreche dieses Bild einfach jetzt über dir aus, dass du spüren kannst, wie jetzt der Heilige Geist einfach etwas erneuert, wie er etwas Neues beginnt in diesem frischen Jahr 2022. Ich glaube, es ist dein Jahr und Gott hat einen guten Plan für dich. Ich möchte auch 1, 2 prophetische Gedanken jetzt mit euch teilen, die mir einfach in den Sinn gekommen ist, als Joel gebetet hat. Und zwar, ich habe über eine Person gesehen, du hast eine familiäre Situation und du stehst mitten im Nebel, egal auf welche Seite du schaust, das ist einfach umgeben von Nebel. Dann habe ich gesehen, wie der Nebel vom Süden her, keine Ahnung wieso der Süden, aber es war der Süden vom Süden her, habe ich gesehen, wie der Nebel langsam weggeht und dann die Sonne reinkommt und einfach vom Süden her der Nebel von deinem Leben wegkommt. Das ist der Süden. Ich weiß nicht genau, warum der Süden, aber ich habe gesehen, es ist effektiv dieser Süden. Und für die zweite Person habe ich gesehen, dass ein Ball war vor deinem Haus. Und ich habe so Blätter gesehen, die lagen um den Ball und da war auch der Ball einfach da. Und es war so ein Basketballkorb oben und ein Ball, der wurde nicht gebraucht. Und so viele Blätter. Und ich habe gesehen, ich habe das vorhin schon gebetet, ich habe gesehen, wie ein Wind kam und diese Blätter weggewindet hatte. Und dann kam dieses Basketballfeld kam wieder zum Vorschein, weil es waren zu viele Blätter da. Also etwas, was mit Ball und Basketball zu tun hat, wo du nicht mehr gebraucht hast. Das kann sein, dass ein Kind, auf das du vielleicht wartest seit Jahren, und du merkst, das erste Kind kam, aber zum zweiten Kind gibt es einen großen Abstand. Das Bild kann für dich was bedeuten, aber es ist wie so ein Wind kam, hat die Blätter weggeblasen und das Basketballfeld war wieder da. Und für mich ist Basketballfeld vor dem Haus immer etwas, was eigentlich die Kinder brauchen oder auch die Teenager. Das sind so 2 Worte, die ich euch mitgeben möchte. Und es ist bei einer Prophetie immer so, wenn es für dich ist, dann wirst du sofort merken, bumm, das hat gesprochen, es ist der Süden oder die Blätter, es wird zu dir sprechen. Man muss nicht grübeln, sondern es spricht dich bumm gerade an. So stark, hey. Ja, wollen wir in das dritte Gebet schon gehen, oder? Gesunder Glaube haben wir, also du merkst, wir unterteilen den Spickel von Glauben in 6 Unterpunkte und das ist der gesunde Glaube. Susanne, was bedeutet das? Es hat mich fasziniert, zu überlegen, dass man ja mit dem Körper einen Gesundheitscheck macht und genauso können wir das bei unserem Glauben auch machen. Also wir können zum Beispiel mit den Augen die Augen checken, hey, was sehe ich? Also sehe ich das halb volle Glas oder sehe ich das halb leere Glas? Wie sehe ich eigentlich meine Umstände? Wie sehe ich meinen Ehepartner? Wie sehe ich meine Freunde? Oder wie spreche ich über Dinge? Also das ist unser Mund. Oder mein Herz, was denke ich? Also wie denke ich über mich selber, wie denke ich über meine Arbeitsstelle, wie denke ich über meine Umstände, über meine Kinder, über meinen Chef oder was tue ich, also was mache ich eigentlich, wohin führen mich meine Füße, wohin führen mich meine Hände und in diesem Punkt möchten wir gerne einfach für unsere Augen, für unseren Mund, für unser Herz, für unsere Hände und für unsere Füße beten, dass das einfach gesund wird. Ich habe gedacht, wir können das eigentlich zu viert machen. Joel beginnt mit den Augen. Also wir nehmen dann unsere Hände, legen sie auf die Augen und betest du für die Augen. Und du sagst dann für den Mund, ich für das Herz und du, Thomas, für die Herzen und Füßen. Thomas, stimmt, gell? Siehst du. Hey, so cool. Lass so. uns das zusammen machen. Ich lade dich ein, einfach gerade das mitzumachen, egal wo du bist. Vielleicht magst du deine Hand oder deine Hände auf deine Augen legen. Und Jesus, wir laden dich ein, wirklich, dass du uns einen Glauben schenkst, der gesund ist. Und wir beten jetzt für unsere Augen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir sehen, was du siehst. Dass wir mit unseren Augen eine Weitsicht haben, dass wir eine Perspektive haben auf die Ewigkeit, auf deine Herrlichkeit, dass wir nicht nur das sehen, was vor unseren Augen liegt, sondern das, wovon du träumst, Jesus. Ich bitte, dass du uns immer wieder frische Vision schenkst,
nicht deine einfach Träume die nur aus unserem Herzen kommen. Das ist auch cool, aber ich bitte wirklich, dass wir deine Träume sehen können. Jesus, öffne unsere Augen für deine Dimensionen. Ja, und ich lege meine Hand auf den Mund. Wird jetzt ein bisschen schwierig mit Sprechen und Mikrofon und so. Jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. Und dann so machen. Ja, genau. Also, himmlischer Vater, hier ist mein Mund. Und ich bitte dich, dass ich Dinge aussprechen kann mit deiner Fähigkeit, Dinge zu kreieren. Und dass du, Heiliger Geist, mir zeigst, wo ich mit meinen Worten Dinge zerstöre oder zerstörerisch wirke. Und dass du mir hilfst, besonders in diesem Jahr, dass ich meinen Mund gebrauchen kann, um dich zu loben, um das auszusprechen, was Lob verdient, damit einfach ich selber und auch mein Umfeld gesund wird, auch durch meine Worte, durch das, was ich ausspreche. Hier ist mein Mund. Segne meinen Mund und das, was ich ausspreche. Jetzt kannst du deine Hand auf das Herz legen. Was denkst du? Und ich möchte dir, Gott, Danke sagen, dass ich einfach diesen Wunsch habe, dass mein Herz mit deinem Herzschlag übereinstimmt, den gleichen Herzschlag schlägt. Für das, was dein Herz schlägt, soll auch mein Herz schlagen. Für das, wo dein Herz hüpft, soll auch mein Herz hüpfen. Und ich sage, dass das Blut von Jesus Christus, das fließt durch meine Adern, durch mein Herz hindurch. Ich bin rein gewaschen von all meinen Fehlern und Sünden, von all meinen Gedanken, die gut oder negativ sind, von all meinen Gewohnheiten, von meinen Mustern, von meinen Süchten. All diese Dinge möchte ich dir sagen, dass dennoch und trotzdem über all dem mein Herz dir geweiht ist. Und das Herz ist immer das Zentrum vom Leben. Weil wenn das Herz nicht mehr funktioniert, dann geht gar nichts mehr. Und darum danke ich dir, dass du hast deine Liebe in unsere Herzen eingeschrieben. Und in unserem Herzen wohnt auch dieser Geist Gottes, der uns so viel Kraft und auch Autorität verleiht in unserem Leben. Nicht Autorität, die wir uns selber erworben haben, sondern das hast du uns anvertraut. Wenn wir was aussprechen, wird in der unsichtbaren Welt und auch in der sichtbaren Welt werden sich Dinge zu meinen Gunsten bewegen. Weil der Himmel ist etwas, was auf die Erde gekommen ist. Und jetzt für die Hände und Füße bin ich gespannt, wie du jetzt das machst. Jetzt kannst du dir deine Hände anschauen oder gegenseitig halten, deine Füße anschauen. Und ich möchte beten, Vater, dass du unsere Hände und unsere Füße segnest. Du bist derjenige, der uns befähigen soll, Dinge zu tun in diesem Jahr. Du bist der uns befähigen soll, zu laufen. Und ich bitte dich, dass du uns unsere Schritte segnest, dass du sie führst, dass du sie leitest, dass du unsere Füße nimmst und sie dorthin stellst, Schritt für Schritt, wo du sie möchtest. Dass du unsere Hände für unsere Arbeit im Alltag brauchst zu deiner Ehre. Dass wir Werkzeuge zu deiner Ehre sein dürfen. Dass du uns mehr und mehr zu dem machst. Mit unseren Händen und unseren Füßen in diesem Jahr. Man sagt ja in China, wenn jemand zum Glauben kommt, dann hat Gott 2 Hände mehr, 2 Füße mehr, 2 Ohren mehr, 2 Augen mehr, eine Zunge mehr und auch ein Herz mehr. Finde ich auch ein cooler Gedanke. Also einfach Gott bekommt mehr Helfer für sein Reich. Du hast noch einen Bibelvers mitgenommen aus dem Lukas. Ich weiß nicht, ob du den hast du da, Lukas gell? 6, Vers 45. Aha. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ich liebe dieses Bild, weil ich glaube, wenn wir uns ausstrecken nach Jesus, nach mehr von Gott in unserem Leben, nach größerem und lebendigem Glauben, dann quillt eben unser Mund über, unsere Augen sehen das, was Jesus auf dem Herz ist, unsere Hände tun das, was sein Werk, eben wie das Sprichwort gesagt hast, das fasziniert mich irgendwie. Und das wünsche ich mich für dieses Jahr, dass mein Herz überquillt in allem meinem Sein. Und das wünsche ich auch dir von ganzem Herzen, dass du das erleben darfst.
Der vierte Gedanke, wir sind immer noch bei diesem Spickel von Glauben. Du merkst, wir unterteilen das wirklich in 6 Bereiche, weil ich finde es interessant, weil Glauben ist ja, wenn Leute sagen, du musst einfach mehr Glauben haben, denkst du, okay, gut, ich reiße mich zusammen oder ich denke positiv. Aber Glauben hat eben ganz viele Nuancen. Es gibt auch diesen mutigen Glauben, Susanne, wo man eine Komfortzone verlässt, wo Gott uns vielleicht herausfordert, gewisse Dinge loszulassen oder gewisse Dinge zu tun. Es ist eben nicht immer nur loszulassen, manchmal ist es auch etwas zu tun, wo man etwas hinzufügt. Ja, und hier steht Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und das ist ausgerechnet dieser Bibelvers, der mir seit bestimmt 25 Jahren geholfen hat, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, weil ich war extrem unsicher und deswegen hatte ich furchtbare Angst, vor Menschen zu sprechen. Und dieser Vers hat mir geholfen, aus dieser Komfortzone rauszugehen und eben den Schritt auf die Bühne zu wagen. Ausgerechnet dieser Vers. Also Susanne, ist eben lustig, weil wir denken oft, wieso muss ich immer die Komfortzone verlassen? Weil Gott in uns etwas sieht, ein Potenzial, das wir nicht sehen. Wie ein Adler, ein kleiner Adler wächst auf im Adlernest und der denkt, das ist alles, was ich habe, ist ja super, all inklusiv. Und irgendwann wirft die Mutter ihn raus und es ist nicht, weil die Mutter einfach per se böse ist, sie sagt, der Adler ist geboren, um zu fliegen. Du spoilerst die Message vom Sonntag. Ja, genau, aber das sieht der Adler nicht und es ist eben unfair, weil der Adler hat seine Perspektive und die Mutter denkt, ja komm, du hast gar keine Ahnung. Also beide, die Mutter, die pusht ihn, weil sie sagt, ich sehe was, aber das ist nicht ein dankbarer Moment. Weil der Adler sagt in dem Moment nicht Danke, wo er rausgeworfen wird. Er sagt viel später Danke. Und das Gott ich sei so, Dank hat er das Nest verlassen. und das finde ich eben schönes mega Bild. krass, wenn jetzt Gott in deinem Leben die Komfortzone uns rauspusht. Dann sagt niemand, oh danke Gott, kickst du mich raus. Aber später, wie gesagt beim ersten Punkt, wenn man dann zurückschaut im letzten Jahr, sagt man, oh, ich kann fliegen jetzt, oh, ich kann schreiben, oh, wir haben ein Buch gemacht, oh, ich habe ein Worship-Lied gesungen, oder ich habe eine Kleingruppe angefangen, eine Microchurch. Also, you name it, man kann gar nicht mehr aufhören. Mich nimmt Wunder, wie erlebt ihr das? Ist es eher manchmal so, dass Gott einem aus dem Nest hinausschupft, oder braucht es auch von uns her irgendwo einen aktiven Schritt manchmal? Also ich denke, ich erlebe das schon so, es braucht manchmal auch von mir irgendwo einen Step, oder ganz aktiv. Vielleicht ein Gedanke dazu und auch, was hilft euch dabei, mutig zu sein im Glauben? Für mich nehme ich das Bild vom Adler, aber es ist natürlich immer ein bisschen beschränkt. Er hat 2 Optionen, er fliegt selber oder die Mutter kickt ihn raus. Es ist im Leben immer beides. Es gibt Momente, wo Gott was sagt und ich tue es und Gott sagt, yeah, come on, ich muss meinen Fußtritt nicht gebrauchen. Und manchmal gibt es Situationen, wo du gezwungen bist, du hast gar keine Wahl. Und dann ist es so, also bekommst du Kündigung in der Firma. Hast vielleicht schon lange gedacht, ja, es wäre mal Zeit für mich, aber nee, da hast du Kinder, Familie und plötzlich kündigt der Chef dir. Dann wird das einfach von außen aufgesetzt und da hast du keine Wahl. Ich glaube, für mich sind es immer beide Dinge. Es ist ja nicht nur immer so, dass ich sage, ja, ich gehe. Manchmal ist die Situation, die dich zwingt zu etwas. Manchmal war ich unter Druck, weil ich das Gefühl habe, man muss es einfach tun, oder? Das ist so, wie sagt man, Kadavergehorsam. Keine Ahnung, woher das eigentlich kommt, dieses Wort. Aber du musst einfach Kopf runter und durch. Und das finde ich zeitweise extrem anstrengend. Und die Geschichte von Gideon zum Beispiel, die tut mir extrem gut, weil der hatte wirklich einen Monsterauftrag. Also irgendwie mit 300 Leuten da ein ganzes Heer anzugreifen. Aber er war im Austausch mit Gott, er war im Dialog mit Gott und er hat seine Zweifel vorgebracht und Gott hat geantwortet, er hat Zeichen gefragt, dass Gott das bestätigt und Gott hat geantwortet und das tut doch auch gut. Also manchmal wirft er einen aus dem Nest, wie du ganz praktisch gesagt hast, eben man verliert die Arbeitsstelle oder die Umstände ändern sich so, dass man nicht mehr anders kann. Manchmal darf man einfach im Dialog sein und manchmal darf man einfach auf den Nestrand stehen und wenn dir dieses Bild heute Abend hilft, wo du denkst, hey stimmt, ich würde mir sowas von wünschen, dass ich fliegen kann und du stehst auf dem Nestrand und du fliegst einfach und du springst, er wird dich auffangen. Also Joel, ich habe einen guten Freund, der hat auch eigentlich dieses ganze Gebäude da nicht gebaut, wo wir drin sind.
jetzt heißt er der Hall. Und er hat mir schon noch vor Corona gesagt, Leo, es kommt eine Zeit, da wird es Hybrid werden. Ich habe das gehört, da ging da rein, da raus, ich habe von der Hybrid, Kamera online, nein. Dann kam Corona und er hat zu mir gesagt, siehst du, ich habe es dir gesagt. Und Corona hat nur Dinge beschleunigt, die sowieso gekommen sind. Das ist zum Beispiel ganz konkret etwas, was Gott uns als eine Kirchenpastoren einfach rausgeworfen hat. Er hat uns nicht gefragt, 50er Settings oder nicht, ist da alles gar nicht ein Thema, sondern Gott hat neue Wege aufgemacht. Also diese Gebetszeit heute Abend, verbunden sein mit Leuten von Bali, über Peru, Deutschland, wo immer, das hätte nicht stattgefunden, weil wir hätten einen Gebetsabend gemacht, hätten natürlich gesagt, kommt in die Samsung Hall und dann wären alle Schweizer gekommen, aber nicht die Deutschen, nicht die Österreicher. Und da denkst du plötzlich im Nachhinein, gewaltig, die Welt wurde globaler. Und weißt du, was noch krass ist, Joel? Es ist egal, in was für eine Church du gehst. Ja. Du musst nicht ein Eissäffler sein, um damit zu... Es spielt gar keine Rolle. Also das Kirchenlogo spielt plötzlich nicht mehr eine große Rolle. Also verstehst du, es ist so, man sagt, man fühlt sich wohl im Eis von unserer Art, aber du hast keine Kirchengrenzen mehr. Also das, was wir jahrelang bekämpft haben, hat Corona einfach weggerissen. Also ist eigentlich gewaltig. Absolut. Und ich glaube, es ist ja wirklich eine Zeit, wo wahrscheinlich wirklich viele Menschen konfrontiert sind mit einer Herausforderung. Ja. Eine Zeit, die sich anfühlen kann, wie wenn du aus dem Nest geworfen wirst, auf ganz verschiedene Art und Weise. Vielleicht lass uns doch beten für so einen Gideon-Glauben, damit wir wirklich wie Gideon eben, auch wenn wir das Gefühl haben, dass Gott nochmal eine Schicht wegnimmt und nochmal uns irgendwie weniger Leute gibt, dass wir trotzdem dort eben diese Siege Gottes feiern können in diesem Jahr. Susanna, dein Gebet und dann singen wir ein Lied, oder? Come on. Auf jeden Fall. Himmlischer Vater, ich nehme jetzt einfach so eine Position ein, die für mich sich mutig anfühlt oder jedenfalls so, wie wenn ich sagen könnte, auch mit meiner Körpersprache, Gott, hier bin ich. Ich strecke mich aus nach dir und ich sage, du gibst mir die Gestalt einer mutigen Person für die nächsten Schritte. Und ich umarme, wenn ich aus dem Nest geworfen worden bin, egal ob das in meiner Arbeitsstelle ist, vielleicht mit Gesundheitszustand, in meinen Finanzen, hier bin ich. Hauche du mich an, Heiliger Geist, wie du damals die Jünger angehaucht hast, dass deine Kraft und dass deine Stärke mich jetzt erfüllen, genau da, wo ich Mut brauche, Schritte zu gehen, wo ich nicht weiß, wie das Resultat wird. Fülle du mich, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Amen. Thomas, was für ein Lied singen wir? Rock of Ages. Who's like your God, the rock of ages, the one who was and is to come, who else is there on his level, who could compare? There is no one, there is no one like you, Jesus. You are, and you will be forevermore the King of Kings. So I bow down, you alone, for you deserve my everything. Who's like our God, the rock of ages, the one who was and is to come? Who else is there on his level, who could compare? There is no one, there is no one. Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. So I bow down,
alone, for you deserve my everything. And Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. Up or down, you alone, for you deserve my everything, my everything. I'll lift my hands to you, 'cause in you I do. There is no one like you, there is none beside you. Surrender all I am, and if not now, then when? There is no one like you, there is none beside you. I lift my praise to you, 'cause if not I, then who? There is no one like you, there is none beside you. Surrender all I am, and if not now, then where? There is no one like, there is none beside you. And Jesus, you are, and you will be, yeah, forevermore the King of Kings. So up or down, you alone, for you deserve my everything. And Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. So up or down, you alone, for you deserve my everything, my everything. Ja, ich liebe dieses Lied, weil es uns bewusst macht, Gott ist ein Fels, Rock of Ages. Also der steht einfach, er steht wie eine Eins, wie eine Burg, sagt man. Ist doch Fels cool, oder? über so viele Zeiten. Der 5. Gedanke, den wir mit euch beten möchten, ist der aufrichtige Glaube. Kann aber auch sein, dass man Zweifel hat. Glauben ist ja nicht einfach so, Gott sagt etwas und alle sagen, ja, cool, ich habe keine Frage, kein Danken, keine Zweifel, ich mache es einfach so. Es ist immer so, wenn Gott die Komfortzone uns rauswirft, sage ich es einmal, dann gibt es Fragen, man hat Existenzängste, es kommt immer so die Angst, ja, was ist, wenn das nicht funktioniert. Und ich glaube, man sagt immer, wer glaubt, der zweifelt. Und Zweifel ist ja nicht per se falsch, aber man bleibt nicht bei den Zweifeln. Die muss man dann irgendwann mal aussprechen, dass da wieder ein Glaube entsteht. Ja, das finde ich eben das Spannende, oder? Dass man bei aufrichtiger Glaube, dass man eben zu seinen Zweifeln stehen kann und wie du sagst, sie auch aussprechen und nicht so tun, als wäre alles super, als könnte ich glauben und dabei sieht es hier drinnen ganz anders aus. Das finde ich einfach gewaltiges Vorteil und Vorrecht beim aufrichtigen Glauben. Mich hatte gestern jemand gefragt, ja, du machst ja so die Reach-Zahlen, wo wir Geld haben, wie kommst du auf die Zahlen? Ich habe gesagt, ja, das ist ja, ein Gefühl, das ich habe. Und letztes Jahr war das Gefühl gewesen, mehr als 1 Million einzusammeln und das ist in einer Corona-Krise eigentlich ein bisschen krass. Dann hat er gesagt, na, hattest du keinen Zweifel? Ich habe gesagt, oh doch, doch, weil die klopft dir an, das klopft dir an und dann muss ich sagen, nee. Also wenn ich zurückschaue, hat Gott immer geholfen und wenn die Zahl nicht zusammenkommt, ja, dann haben wir eine neue Situation in dem Sinn. Aber es ist nicht einfach so, man setzt die Zahl, weil man weiß es ja vorher nicht. Natürlich, man macht ja im Bewusstsein das, was man glaubt, ist richtig. Aber es ist immer so, das klopft ganz, ganz kurz an. Finde ich per se nicht falsch, aber man darf dem dann nicht den Raum geben. Weil wenn Gott was bestellt, sagt man, bezahlt es auch. Ja. Aber wie es dann macht, das ist eine andere Frage. Und ich liebe es ja, dass Gott eben mit unseren Zweifeln umgehen kann. Und ich liebe auch du hast vorher diesen Begriff verwendet, Kadavergehorsam, oder? Und das wünscht sich ja Gott nicht. Also er will nicht von uns einfach einen blinden Glauben, sondern wir sind ganzheitlich eingeladen, ihm
zu erfahren und auch ihn zu entdecken. Und wir müssen nicht unser Hirn abgeben bei der Garderobe, wenn wir zu Gott hingehen, sondern wir dürfen auch mit unseren Zweifeln, mit unseren, vielleicht auch mit unserem Denken, mit unseren Vorbehalten, egal wie die aussehen, einfach zu ihm kommen und auch darauf vertrauen, dass er uns zeigen wird, wo wir die richtigen Antworten finden. Ja, ich finde eben die Geschichte sehr eindrücklich von diesem Mann. Das steht im Markus 9, Vers 23 bis 24. Und er sagt zu Jesus, wenn du kannst, wenn ich kann. Also er sagt zu Jesus, hey, heile mich, wenn du kannst. Und Jesus antwortet ihn, wenn ich kann, fragte Jesus zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir, ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und das finde ich so ein ehrliches Gebet, weil er sagt, ich will doch, aber du siehst doch, hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Und das finde ich genau das Schöne beim aufrichtigen Glauben mit den Zweifeln, weil er geht mit seinen ganzen Zweifeln offen um. Susanne, vielleicht könntest du auch für das beten, weil ich bin überzeugt, dass jetzt auch gewisse Leute sagen, ja, ich habe wirklich Bereiche, wo es mir nicht mehr einfach fällt zu glauben, zu vertrauen, weil vielleicht man hat gebetet seit 10 Jahren und es ist nichts geschehen, oder? Natürlich, es gibt auch viele Glaubensheroes, Helden und Heldinnen in der Bibel, die haben auch 13, 20 Jahre gewartet, aber dennoch, irgendwann denkt man plötzlich, ja gut, Gott hat mich irgendwie vergessen und ich fände es vielleicht cool, wenn du einfach uns beten kannst, dass da, wo dieser Glaube, sag jetzt mal, in Gefahr ist oder diese Zweifel wie so Disteln überwuchern und eigentlich alles ersticken, dass wir diesen Disteln und diesen Zweifeln das wieder niederreißen im Glauben von Jesus Christus. Ja. Und ich weiß nicht, was deine Situation ist, wo du gerade drin steckst, wo du eben Zweifeln hast, wo du schon lange auf ein Wunder wartest, aber geh doch einfach wenn du willst, kannst du die Augen schließen. Stelle dir vor, da ist Jesus in der Menge, damals vor 2000 Jahren. Versetz dich in die Situation von diesem verzweifelten Vater, der kommt und sagt, hab Erbarmen mit uns, hilf uns. Und stell dir vor, wie du vor Jesus stehst und einfach sagst, tu was, wenn du kannst. Und das wenn du kannst, das kommt auch ein bisschen harsch aus dir heraus. Das kommt auch ein bisschen mit dem ganzen Frust, den du schon erlebt hast, weil einfach nichts geschehen ist. Tu was, wenn du kannst. Vielleicht steckt in deinen Worten auch Resignation, weil du schon aufgegeben hast. Aber stattdessen beugen wir unsere Knie vor dir und sagen, ich vertraue dir, ja, hilf doch meinem Unglauben zu überwinden. Gott im Himmel, und so sind wir einfach vor dir. Wir beugen unsere Knie, wir kapitulieren vor dir und sagen, schau mal, so wie ich es mir vorgestellt habe, so ist es nicht geworden, so ist es nicht gegangen. Aber hier bin ich bin bereit, mir Dinge nochmal neu von dir aufzeigen zu lassen, himmlischer Vater. Wie kann ich, wie geht es? Zeige du, berühre diese Stelle, die einfach enttäuscht ist, die auch, wo Träume abgestorben sind, wo Hoffnung erloschen ist. Blase du wieder dein Leben da hinein, Heiliger Geist, und ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken. Hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und Jesus, in Situationen hinein, wo es unmöglich scheint, dass du noch ein Wunder tun kannst, sprechen wir diese Worte von Jesus hinein. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und wir setzen unser Vertrauen auf dich. Vielleicht sprichst du das einfach jetzt gerade aus. Gerade dort, wo du bist. Ich vertraue auf dich, Jesus. Ich vertraue auf dich, Jesus. Ich vertraue auf dich, Jesus, weil dir ist alles möglich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir haben die letzten paar Wochen etliche Leute von uns, die wir sehr nahe kennen, die waren im Spital wegen Corona, sehr, sehr kritisch, 2 Leute, und wir haben jeden Tag haben wir gebetet, Heiliger Geist, du bist der Ruach, du bist Wind, und wir haben diesen Wind, diesen Atem Gottes in diese Lungen reingebetet.
Und ich möchte es auch machen, da wo du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie die Zweifel haben so viel Raum bekommen in deinem Atem, möchte ich jetzt sagen, dass du, Geist Gottes, kommst und einfach diese Viren rausbläst und diese Zweifel rausbläst und diese Niederlagen vielleicht rausbläst und dass du, Geist Gottes, einziehst mit einem frischen Atem. Man kann diese Dinge wie ausatmen, man kann diese Niederlagen ausatmen und sagen, okay, Geist der Krankheit, ich atme dich aus, Geist der Scheidung, ich atme dich aus. Geist der Süchte, ich atme dich aus. Geist vom Zorn, Geist der Rache, Geist der Eifersucht, Geist vom Mammon, Geist von der Missgunst, von der Fresserei, von der Sauferei, von der Unzucht, von den negativen Gedanken. All das atme ich aus. Und du kannst jetzt einfach diesen Geist Gottes, den Ruach, das neue Leben einatmen und deine Lungen füllen mit etwas ganz, ganz, ganz Frischem. Weil Gott hat uns nicht den Geist der Niederlage gegeben, der Geist der Enttäuschung, der Geist der Süchte, der Geist der Bindungen. Aber da, wo du falsche Bindungen hast, da, wo Abhängigkeit in deinem Leben drin sind, von Co-Abhängigkeit, von vielleicht Missbräuchen, wo du merkst, du bist gebunden in gewissen Freundschaften drin, all das lösen wir im Namen von Jesus Christus. Und du atmest diesen Geist Gottes in dich hinein. Und wir können einfach mit diesem Gebet zusammen einfach jetzt nochmals einen Worship-Song gehen. Und auch wenn du diesen Song vielleicht nicht kennst, dann atme aus und atme ein und atme aus und atme ein und atme aus und atme ein. Love you, Lord, for your mercy never failed me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, for I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, for I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire in darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I love you as a friend. And I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life you have been. For all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Thank you, yes. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered. Oh, I give you everything. Your goodness is running after me.
Das führt mich gerade zu unserem letzten Gebet und das endet eigentlich ein bisschen mit dem Gebet Nummer 5. Das ist der lernende Glaube und das ist eigentlich ein Glaube, wo man durch Niederlagen lernt. Also Glauben ist ja nicht einfach immer so, dass man sich was entscheidet, die Komfortzone verlässt und dann gelingt dir alles. Und das ist eigentlich die Geschichte von Paulus. Der war mit dem Boot unterwegs und erlangte Schiffbruch. Das Boot ging kaputt. Also Gott hat nicht das Boot gesaved, also gerettet in dem Sinn, sondern das Boot ist kaputt gegangen, kommt auf die Insel und wir kennen die Geschichte vielleicht und dann hat Gott große Wunder gemacht, aber Gott hat den Schiffbruch nicht verhindert. Und das finde ich eine krasse Sache. Und vielleicht kann es auch sein, ich habe das vorher schon gesagt, manchmal muss man auch Enttäuschungen ausatmen. Man kann nicht immer alles, viele Dinge können wir einordnen, aber wir können nicht alle Dinge einordnen, die geschehen sind. Können wir nicht. Glauben bedeutet nicht, dass man alles weiß, alles versteht, alles einordnen kann. Es gibt viele Fragen, die ich habe. Ich kann Gott Fragen stellen, aber ich stelle Gott nicht in Frage. Und ich finde es mega wichtig, dass man Gott Fragen stellt. Und ich habe viele Fragen, wenn ich in den Himmel komme, aber ich will nicht einmal Gott in Frage stellen, weil er ist der Schöpfer, er hat einen Überblick. Ich sage, ich bin immer so wie eine Maus unten so. Gott hat einen Adlerblick und er denkt immer, egal wo du hingehst, du hast gar keine Chance. Weil Gott hat wirklich diesen Blickwinkel. Und ich denke halt, dieser Schiffbruchsmoment, den erlebt man eben manchmal. Und das ist ja das, dann manchmal Leute sagen, ja, der Glaube funktioniert nicht. Und dann werfen Leute den Glauben weg, über Bord in dem Sinne, statt dass man zu Gott rennt man weg von Gott. Und es ist mega, mega wichtig, dass man in den Momenten, wo man Gott wirklich nicht versteht, einfach sagt, ja, ich vertraue dir immer noch. Ist ein bisschen so wie das Schaf, wo das durch das finstere Tal läuft. Das versteht das Tal gar nicht. Und es ist auch keinen Test. Es ist der einzige Weg zur Herbstweide. Ich habe früher immer gemeint, das ist ein Test. Nee, es ist kein Test, es ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Sonst würde der Hirte sicher nicht das dunkle Tal nehmen. Also weißt du, und das macht ja Gott auch nicht per se. Einfach so, ich teste jetzt einfach. Und ich glaube, das ist schon jetzt in dieser Gebetszeit auch etwas, wenn wir über Glauben sprechen, muss man auch das betonen, dass es eben menschliche Niederlagen gibt, die für Gott keine Niederlagen sind, weil Gott kann aus allem, aus krummen Seilen, schreibt Gott nochmals gerade. Absolut. Ich liebe es eben, dass Gott wirklich aus jedem Schiffsbruch, aus jedem Zerbruch, den wir auch immer wieder erleben, dass er dort Schönheit bringt, dass er Neues sprießen lässt. Und vielleicht, Susanne, vielleicht kannst du zum Schluss einfach für uns, über uns das ausbeten, dass wirklich dort, wo wir in unserem Leben Schiffsbruch erlitten haben oder es Dinge gibt, die aussehen wie Zerbruch, dass die Grund sein dürfen für neues Leben. Und da kommt mir einfach ein Bibelvers in den Sinn, den haben wir jetzt nicht hier bei unseren Unterlagen, aber der heißt, dass Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und was ich da immer bete, haben wir gerade letztens in der Hour of Prayer auch gebetet. Und das möchte ich jetzt beten und ich sage, himmlischer Vater, ich öffne meine Gedanken für deine Gedanken. Weil du siehst mehr, du weißt mehr, du denkst größer als ich. Und da, wo ich jetzt bin und einfach nicht mehr durchsehe, da öffne ich meine Gedanken für deine Gedanken. Dass sie mich füllen, dass sie mich erneuern, dass sie mir Dinge aufzeigen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und ich öffne meine Wege für deine Wege. Ich habe eine beschränkte Sicht für den einen Weg, der jetzt scheint und abgeschnitten scheint, aber hier stoppe ich vor dir und sage, ich öffne meine Wege für deine Wege, himmlischer Vater. Und ich danke dir, dass ich lernen darf, dass du mir Dinge aufzeigst, dass du mir Dinge erklärst, dass du mir Dinge beibringst, dass du mich Dinge lehrst. Und ich empfange, was immer du mir erklären möchtest oder lehren möchtest. Führe mich auf dieser rechten Straße, auch wenn es durchs dunkle Tal geht. Amen. 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 Hey, es war ein gewaltiger erster Abend heute. So cool warst du heute mit dabei. Und wir werden die ganze Woche noch dranbleiben mit Gebet. Und ich lade dich ganz herzlich ein, einfach dich morgen wieder einzuklinken. Mich hat begeistert, wie viele Leute auch in den Chat reingeschrieben haben, einfach mitgebetet haben heute. Es war so eine starke Zeit. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dranbleibst diese Woche. Vielleicht magst du auch einfach mal einen Blick werfen in dieses Buch. Ich habe vorhin zu Leo und Susanne gesagt, ich finde es wahrscheinlich fast das beste Buch, das wir bis jetzt
geschrieben haben. Ich finde es wirklich gigantisch und so praktisch. Es gibt es als E-Book. Das Gibt's auch. bedeutet, du kannst es sofort bei dir zu Hause haben. Wenn du es dann herunterladen kannst, bist du für morgen schon bereit. Was ich cool finde, es ist ein Volontierbuch. Das möchte ich auch bewusst sagen. Es ist alles gemacht mit Volunteers aus unserer Church. Die haben Grafik gemacht und niemand verdient. Ja, zeig mal. Und niemand verdient ein Buch, das ist auch ganz wichtig. Niemand, auch ich und Susanne nicht. Copyright gehört der Church. Und ich finde es cool, es ist ein Volunteer-Projekt, weil wir sind eine Volunteer-Church und jede Person hat ihre Begabung reingegeben. Finde ich cool. Wie der heutige Abend auch. Thomas, Volunteer. Spigi, ein Volunteer fast, auch hinter der Kamera. Einfach danke an alle Volunteers, ihr seid wirklich Heroes, ihr macht das Reich von Gott einfach attraktiv und auch lebendig. Ja, Applaus euch. Come on. Ja, Applaus. Hey, so Kommt von cool. überall. Genial warst du mit dabei. Wir verabschieden uns aus dem Studio und wir sehen uns morgen Abend wieder hier zurück live auf YouTube oder wo auch immer du zuguckst. Bis dann. Tschüss zusammen.